Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei der Lüt. Ganz am Rand vom Kanton Freiburg, mitten in den Bergen, liegt Jaun. Rund 700 Menschen leben hier. Das einzige Hotel im Dorfzentrum wird gerade total saniert. Dieses Hotel muss funktionieren. Traditionen sind hier wichtig. Das ist einfach schon Heimat für uns. Heimat ist für Kathrin Moser der Dorfladen. Ich bin 75. Das ist mein Heim. Das ist mein Leben. Ich gehe gerne fort, muss ich sagen, aber ich komme noch gerne. Der Felix Dürler baut in Nepal ein Spital. Und die Jauner reden Jaundeutsch, einen besonderen Dialekt. Ich habe etwas Letztes gemacht. Es ist der Krone. Das ist SRF bei den Leuten, unser Dorf. Der Felix Thürler ist zurück von Nepal. Knapp 2 Monate sind vergangen, seit er von Jaun weg ist, für das Chalbari ein Spital zu bauen. Weil er das im Rekordtempo geschafft hat, hat er Zeit gehabt, schon das nächste Projekt aufzugleisen und ein bisschen Ferien zu machen. Ich bin nachher noch von Dalvari bin ich auf Lukla mit einem Ingenieur, weil der für das Spital Lukla das nächste Jahr noch Arbeit ist für eine Turbine. Da musste ich unbedingt 2 Tage da gehen. Dann bin ich Jahr auf Kathmandu. Und dann bin ich mit einer Gruppe 19 Tage auf einer Strecke. Jetzt sind wir im Heim gehen. Und ich glaube, es tut gut um mich mal daheim. Sonst ist vielleicht die Frau nicht mehr da, ich weiß nicht. Es war eine strenge Woche in Nepal, aber er hat sich das nicht anmerken. Ich bin mir zufrieden, weil alles einfach mit denen Nepal funktioniert hat. Es war ja 50, 55. Die haben auch etwas gemacht und einen Haufen Jahre falsch gewerkt. Und ich habe sicher auch manchmal am Morgen nicht zittert oder geschwitzt und nervös gewesen. Manchmal mal zu wenig Augenwasser gekommen, von Freude und Emotion. Seine Heimat war die letzten 2 Monate weit weg. Ich habe dann einmal zufällig so eine WhatsApp-Kanal auf ein Foto geschickt von mir, dass sie weiss, dass es mich noch gibt und nicht in mich suchen. Auf etwas belangt Felix ganz besonders. Das erste ist, daheim ist der Servelensalatapparat. Auf den warte ich schon 2 Monate. Dann ist schon ganz Dalvari nach dem gekommen. Wandervogel findet. Komm wir mal hin. Hallo. Salut. Hallo. Hallo. Das tut gut, Mama. Ja? Du bist für uns hier da. Geht. Ja. Hier da. Oh. Ja. Ich merke gerade an meinem Lieblingsessen. Ich weiß auch, was du willst. Servala, du. Das ist für die Hände. Da. Ich habe schon in Nepal gekriegt von Servala-Salat. Du weißt ja so, dass es das gibt. Ah, ich gehe da. Schüssel parat. Aber ich habe keine Nudeln zu machen dazu. Das ist tipptopp. Morgen kannst du gerade um mich machen. Ja. Und ich habe einfach das Gefledder gerne. Wenn ich das tue. Aber die Jacke musst du etwa die Jacke ziehen.
Hast du nicht geheißen mit der Jacke? Hunger? Jetzt haben wir mal zuerst Jost. Auch. Im Moment ist mir der Servele-Salat am wichtigsten. Ich merke es. Ja. Lieber nicht reden werden, Servele verzichten. Servele gibt es in Nepal nicht. Nein, es ist gerade fertig. Und dann? Morgen das gleiche Menü. Ja, müssen wir noch einkaufen. Oh, nee. Der Salat ist jetzt auf einmal Priorität. Es tut mir leid. Und das andere hat sie schon etwas erzählt, das gebe ich Ihnen als Mensch mir. Wie froh bin ich da, muss ich ehrlich sagen. Mit dem Alter muss ich gleich lieber ein bisschen mehr daheim. Wenn der Felix der richtig angekommen ist, will er den Joner sein Spital in Nepal zeigen, mit einem Dia-Vortrag im Gemeindesaal. Jetzt müssen Käthe oder Gilbert nicht mehr im Laden kochen und essen. Die neue Küche ist endlich fertig. So wird's werden. Etwa um 10:30 gehe ich mit dem Auto bis gegen Genf. Bis auf. Ich muss das Palais umwechseln, aber du machst eine Wunde zu haben, gell? Alleine, ja, aber mir alleine. Der Gilbert ist nicht mehr gut zu Fuß und lässt seine Frau lieber allein losziehen. Es freut ihn, dass sie etwas zu tun hat, jetzt wo sie pensioniert ist. Ich habe mir Sorgen gemacht, sie kriegen ein Loch. Aber das ist nicht wahr. Sie hat selber ein Programm. Für Nachmittag ausführen, Vormittag tut sie kochen. Und dann geht sie hier mal fort zu der Schwägerin. Sie kann Auto fahren, ich nicht. Aber nein, es ist positiv, wenn ich bis jetzt immer. Aber warum wegen meiner Zug? Wieso du bis geht überhaupt? Das Kochen war früher dem Gilbert seine Domäne. Jetzt hat Käthe das Zepter in der Küche übernommen. Es ist gleich schön, wenn man was Schönes für uns hat. Ich hätte es nie geglaubt. So. Alles, was ich wollte, habe ich. Und da bin ich zufrieden. Ich habe gesagt, das Kind habe ich zuerst nicht gesehen. Ich bin doch zu alt für das. Aber nein, ich muss das schon haben. Man braucht das Alltag. Und wenn ich mal nicht mehr da bin, ist es immer nicht da. Es ist schon gemacht für die anderen. Ich hoffe, dass ich das noch lange genießen kann für uns. Voilà, so du bist gebaut, muss ich gehen. Adieu. Adieu. Schöner Tag. Ja. Lang jetzt Herz von mir. Mach der Just. Bis hierhin. Adieu. Endlich hat Käthe Zeit für Ausflüge. Ihre Schwester und ihre Schwägerin wohnen in Genf. Mit ihnen zusammen will sie zum Flughafen. Die grossen Vögel faszinieren sie. Salut. Ah, Onkel, nach Hause gehen. 10,80 €. Voilà. Merci vraiment. Huttwil im Emmental. Eine Gruppe Joner ist unterwegs. Danina Buchs und ihre beste Freundin Jessica wollen an einem Folklore-Nachwuchswettbewerb mitmachen. Ihr seid? Buchs, Nina und Jessica Dürler. Kann man eins von euch noch unterschreiben, dann kommen wir so, gell? So,
Wir haben uns eigentlich entschieden, hier zu kommen, weil wir Kritik wissen, was wir besser machen können. Und dass es dann vielleicht einmal besser wird, dass wir auch vor mehr Publikum singen können. Der Wettbewerb ist schon voll am Laufen. Rund 30 Formationen treten an, aber nur ein Dutzend darf am Abend in der Live-Sendung von Radio SRF Musikwelle auftreten. Ich bin schon ein bisschen Selbstvertrauen, aber ja, man muss auch jetzt auf die andere Nacht. Einfach mal gucken, ja, zuerst mal, wie stark was sie sind. Was ich bis jetzt hier gehört habe, also schlechter sind sie ganz sicher nicht. Es sind sehr gute Gruppen dabei. Also, dass unsere schlechter sind, glaube ich nicht. Anina und Jessica? Ja. Das singt zuerst einen schönen Traum und dann, wenn ich Jutze höre. Ja. Jetzt ist es soweit. Ob es für einen Radioauftritt reicht, entscheidet die Jury. Noch einmal umsteigen. Schon gleich kommt die Kette beim Flughafen zu Genf an. Katrin Moser genießt ihre Unabhängigkeit. Gilbert Mendes, ich sollte mehr bei ihm sein, in der Stube sitzen, Fernsehen gucken. Aber das kann ich nicht so lange in der Stube sitzen, das bin ich nicht gewohnt. Ich mache einfach, was ich nicht will, was er will. Das geht zum Besten. Ich war vor 2 Monaten in Genf. Ich wollte nicht vergraben sein. Ich habe einen Schwager, eine Tante aus Genf und Verwandte habe ich hier aus Genf. Aber es ist einfach, bis die Zettenberger hin, aber das ist eine Hetzerie bis denen raus. Die Kette trauert ihrem Leben im Dorfladen nicht nach. Die Leute ja gegen mich kriegen in das Loch, wenn ich nicht mehr werke. Aber es geht gut. Man muss nicht draus sehen. Man hat etwas zu tun und tut einfach ein bisschen anders studieren. Man muss morgen nicht so früh auf und man nimmt es einfach gemütlicher. In Genf am Flughafen gibt es einen herzlichen Empfang. Die Schwester und die Schwägerin wohnen mit ihren Mann in Genf und freuen sich über diesen seltenen Besuch. Schon sehr lange nicht mehr. Ja. Aha. Schon lange nicht mehr zu Genf gewesen. Ja. Ah, salut, guck jetzt. Ich sag, dass ich nicht Kuh, kann ich nicht. Hallo. Hallo. Okay, schön, dass ich Kuh, wir gehen vor da so, ja. Vor etwa 30 Jahren war die Kette das letzte Mal am Genfer Flughafen. Schon dann hat sie sich vorgenommen, wieder einmal zu schauen, wie die Flugzeuge starten und landen. Ist doch nicht aufgefallen, was ich noch anders habe. Ja. Nein. Ja, ich habe zuerst mal das Test gekauft. Zuerst mal. Für die paar Schritte von daheim zum Laden hat sie kein Täschchen gebraucht.
Oh, das ist doch hübsch. Nicht zu Veronik, das Aperitif kommen. Ah, ist anders? Ich gucke mal, der Platz schön. Schön warm da rein, gell? Ja. Schau mal, ist ja. Voilà, so. Oh, da ist ein bisschen ab, oder? Du hast Flughafen, guck da die Flieger, die da gehen. Ja, es ist einfach schön. Flieger und ich gehe gerne so, um zu gucken. Und dann, wenn sie in London, wenn sie abfahren, das ist etwas Wunderbares. Ja, und ich gehe gerne nur, aber das muss nicht sein. Ich sehe sie lieber von auswärts. Wir sind rot im Gras in den Städten. Das ist nicht etwas Wunderbares, die Flieger. Ja, ja. Swiss ist das Schönste. Gell? Ah ja, da haben wir nicht geschaut. Hier, gell? Ah ja. Merci. Merci. Gesundheit jedem Besuch. Schön. Und merci, dass er sich kuht. Merci gerne. Ja. Käthe ist in ihrem Leben erst 2-mal geflogen. Einmal auf Lourdes und einmal auf Brasilien. Auch jetzt ist das Fortfliegen kein Thema. Wenn ich jetzt wählen mit dem Zug heim oder mit dem Flieger, muss man nur gehen. Ich glaube, wir gehen lieber mit dem Zug heim. Ich bin nicht bereit, für heute so weit zu gehen. Ich muss mich heim und dann daheim noch studieren. Und dann, wenn ich mal gehe, kann ich schon gehen. Und gehe dann vielleicht einmal. Aber ich weiß nicht, wann. Zu Huttwil kommt jetzt der grosse Moment für Nina und Jessica. Jetzt auf der Bühne begrüßen darf ich Söderduett Nina und Jessica aus Jaun, Kanton Fribourg. Ja, wegen ohne Licht kann ich den Weg nicht finden. Und was mit Schönstadt tut, bis dann Licht heisst singen. Ja, ja. Es ist sehr gut gegangen, würde ich nicht sagen. Ja, wie auch die Strafe alle gewusst und du hast super gehabt. Also, es ist immer gut gegangen für mich. Ja. Luxi. Ja, also, was ich gehört habe, ist es ganz gut gemacht, aber ich muss sagen, die Konkurrenz ist gross vorne. Aber sie haben Chancen weiterzukommen, muss ich ehrlich sagen. Ob das so ist, entscheidet jetzt die Jury. Die Jurys haben sich entschieden. Sie haben rauchende Köpfe, habe ich das Gefühl gehabt. Es war nicht eine einfache Entscheidung, aber sie sind zu einem Resultat gekommen, welche Formationen im Finale kommen. Swiss Mix. Celia Schweri. Start Nummer 5. J-Duett Nina und Jessica. Jetzt hören dann neben den Zuschauern im Saal noch tausende Volksmusikfans im Radio zu. Man sieht ja nicht die Leute und der macht es weniger aus, als wenn man jetzt alle Leute sehen auf einem Haufen, glaube ich. Und ich überlege da gar nicht so viel drüber. Wir hören jetzt hier live auf der SRF Musikwelle, hier aus dem Saal vom Kleinen Prinz zu Huttwil. Das Duett Nina und Jessica. Ganz schöner Traum.
Nina ist wieder einen Schritt weiter. Wenn ich zwar im Radio bekomme, vor so vielen Leuten, hat es mir natürlich viel mehr Mut gegeben und Motivation. Und hier war eine Top-Jury dabei. Und da gibt es einen Jurybericht. Und da kann ich auch lesen, wie gut sie waren. Und ich muss sagen, mal, alles positiv. Ich kann nur alles zufrieden sein mit dem Tag. So, jetzt eine schöne Stimmung. Jetzt ein neues Vordeur. Das sollte ja nice sein. So, und ein bisschen ziehen, dass es ein bisschen mehr das Ding gibt von Nepal. Oder? Dass sie, dann merken sie, dass sie im Ausland sind. Sonst meinen sie, sie sind gegen die Show, weißt du? Der Felix macht alles für einen Dia-Abend parat. Ich wollte noch einmal zeigen, dass sie nicht nur Spitzbubenstücke machen und ja, manchmal ein bisschen Holiday. Ich wollte dann eben mal zeigen, was ich wirklich mache, oder? Dass ich auch noch ein gutes Gemüt habe, auch noch für etwas anderes. Oder? Ich meine, ich gehe auf Nepal oder auf Thailand für ja, Ferien, also einfach, dass mich niemand sieht. Aber es ist eben, wirklich ist es eben halt noch ein anderer Hintergrund. Oder? Ich habe so viel Glück im Leben, dass ich manchmal auch etwas machen muss für mich, vielleicht, was mir weiter Glück bringt. Oder? Den Leuten helfen. Oder? Ich lebe ja gut. Ich bin arm aufgewachsen, aber ich lebe gut. Ich kann lachen, ich kann überall hin, ich kann mir einen Haufen leisten. Es müssen genau 66 Platz haben. Ja. Der Felix hat das ganze Dorf eingeladen und ist gespannt, wie viele das kommen. So ein Dörfli von 700 Einwohnern. Vielleicht 60. Ich mache es mit Freude. Wie der 30 war, bin ich auch nicht enttäuscht. Aber die bleiben zuletzt, das sind die Guten, die tun die Festen. Sein Sohn, der Felix Junior, kümmert sich um Technik. Ich darf es gar nicht sagen, aber wenn ich nicht den Bub da hätte, müsste ich jemand anderen fragen. Ich kann gar nichts machen. Auch wenn der Felix gerne redet, er ist nervös heute. Bub, kann ich mal testen, gerade, ob es geht? Ja. Ich habe ein paar durchdrücken, gucken, ob es gut kommt. Das ist jetzt Talbari. Voilà. Schöne Gegend. Gerade am Anfang, bis ich ein bisschen da rede, ist kein Büß. Ich bin auch nicht ein guter Redner. Ich kann Scheissdreck erzählen, aber da rede ist kein Büß. Wenn ich mal drin bin, dann bin ich im Element. Ich sehe die Leute nicht. Oder? Sie haben das Bild, wie sie was sagen. Oder? Und die Reihenfolge ist jetzt gut. Und dort über die Schärfe müssen wir dann noch gerade ein bisschen kontrollieren. Spaghetti. Der Felix hat noch ein bisschen Zeit, sein Lampenfieber in den Griff zu bekommen. Es geht erst in ein paar Stunden los, wenn dann jemand an seinen Vortrag kommt. Die Carmo Roper hat alle Hänge voll zu tun. Ein 30-köpfiges Team von Swiss Ski logiert im Hotel Wasserfall. Und wir sind Dienstag? Ja. Jawohl. Seit 3 Wochen ist im umgebauten Restaurant Normalbetrieb. Die Carmo hat neues Personal, das sie noch einschaffen muss. Sans légumes. Voilà. Là, et après, on escalope à la crème. Voilà. C'est tout bon? Oui. Merci. Das Restaurant läuft so gut wie noch nie.
Es ist jeden Tag viel Leute für Essen, für Schlafen, für Trinken. Jetzt hat es funktioniert tiptop. Ich habe pas de temps pour le téléphone maintenant. Ouvre-toi, s'il te plaît. In der Küche braucht es auch dringend noch Verstärkung. Im Moment muss die Garmo überall selber mit anpacken. On fait 2 tranches de porc à la place de la côtelette. C'est bon? C'est là-bas. Avec des frites. In diesem Zimmer wird noch ein zusätzlicher Gast untergebracht. Das Hotel ist jetzt bis auf das letzte Bett besetzt. C'est bon, vous pouvez venir si vous voulez. Oui. Excusez, hein? Pas de problème. Voilà, vous restez les deux jusqu'à lundi, hein, je crois. Oui. Normalement. Oui. D'accord. Jusqu'à lundi. Não tenho a chapa até ao terceiro. Não tenho a chapa até ao terceiro. Deixa-se ficar. É bom? Ich glaube, dieses Jahr mache ich keine Ferien. Bis im September, das ist viel Tag, das ist voll reserviert. C'est quoi, là? Je sais pas. Hallo? Hallo. Ihr Mann, der Gerold, kommt vorbei. Wie geht's? Gut und dir? Aber die Nerven von der Garmo liegen blank. Er hat den falschen Moment für einen Besuch verwünscht. Tu es pas là pour donner des aides, hein? Non, derrière. Joël, ça c'est mon mari. Ah, enchanté. C'est Gerold. Hallo. Tu peux pas te servir tout seul? Oui. Ah, parce que... Non, mais quand même. C'est comme moi que j'ai Quand t'es là? Oui. Moi, je suis à la vaisselle. Bon, pas. Alors, vas-y là-bas. Ça va, oui. Il y en a beaucoup de boulot derrière. Stress. Moi, je passe après plus tard encore. Oui. Ja, heute Morgen um 5 Uhr müssen wir hinkommen. Auch das sind jede Menge Schweizer, über 30 Personen. Neben 8 trainieren. Dann muss ich das Morgen hier parat machen und echt den Feierabend gemacht. Ja, das ist schon müde. Die Garmo ist als Serviertochter von Portugal auf Jon gekommen. Jetzt führt sie ein erfolgreiches Hotel. Jetzt, wenn ich sehe diese großen Hotels, so viel Gäste, viel Arbeit, das kommt alle tipptopp. Ich sehe jetzt, mein Traum, das ist realisiert, das ist super. Ich hätte gerne so bleiben, viele Jahre. Tu peux pas dire au revoir. Alors, Oui. au revoir. Ciao. Ciao. Mais après, pour retourner, je téléphone plus Oui, tard. d'accord. Tschüss. Tschüss. Adieu. Im Gemeindesaal von Jon wartet Felix nervös darauf, dass es endlich losgeht. Studieren tun jetzt gar nicht, was ich sagen will. Nein, kommt es gerade falsch raus. Nein, kommt es gerade, wie es kommt. Also. Aber es sieht nicht schlecht aus. Da kommen da Leute, das sind schon die Hälfte, die ich erwartet habe. Das ist über 30. Und das ist ein guter Bericht. Je suis moins stressé. C'est con, là, puis J'ai vu Karim. Was? Wenn ich einen Vortrag gemacht Ah, dann habe ich gehen. Ja, ich bin gar nicht mehr für das Gehen. Guten Abend zusammen. Ich möchte noch begrüßen. Ich habe gar nicht gewusst, dass da Haufen Leute sind schon, oder die mir
können oder das Zeug gucken. Das ist jetzt eben das Schulspital von der Stiftung Nicole Niki und Marco in Dalbari. Das haben wir jetzt einen Aufbau in 18 Tagen mit diesen einheimischen Leuten und 55 Nepalais. Das ist schon das Mameli. Ich kann Merci sagen für das Spital vom Dörfli. Für die ist das etwas sehr Wichtiges, weil sie nie das Krankenhaus oder etwas waren. Jetzt haben wir ein Problem noch mit dem Bild. Der Techniker ist hinten nicht stark. Voilà. Da sieht man schon, dass es bald an das Ende geht von dem Spital. Dann tun wir jetzt einmal ein Bier saufen, wie ich sonst den ganzen Tag nie Bier gesoffen. Wir haben zweimal beim Aufrichten Bier organisiert und da wird doch etwas getrunken. Sonst wäre es nicht normal gewesen. Jetzt sieht man, wie es fertig aussieht. Sie backen, haben sie auch zusammen nachher eingekommen. Freude gehabt, dass sie so früh fertig sind. Da sieht man so, je früher es fertig ist, vielleicht auch müde gewesen. Das ist das Spital in diesen Reisfeldern, das ist etwas Wunderbares, das Gebiet. Das war Spital Chalbari. Voilà, da möchte ich Schluss machen für ihn. Und ich habe jetzt eine immense Freude gehabt, also wie schon lange nicht mehr. Zwei sehen, dass die Leute gleich interessiert sind an dem ganzen Zeug, das ich mache. Auch wenn ich nicht der Briefste bin hier, aber ich habe eine gute Seite. Und ich sage noch merci vielmals nochmal. Ich habe schon gewusst, dass er das macht, aber was er genau, wie er es macht, jetzt von der ersten Serie, das ist ja eigentlich, das macht sicher nicht jeder. Aber das passt zu Felix, das ist einfach Felix. Für mich war das natürlich etwas Außergewöhnliches, weil ich das ja noch nie gesehen habe, wie die arbeiten. Ich habe nur auf mich gelesen, was er macht und so. Und das mal zu sehen, war für mich schon schön. Weil sowieso ging ein bisschen, ja, ich darf nicht sagen, Spinner oder ein bisschen Hilfe. Nein, das ist schon. Ein Dorf, der braucht einen Spinner, oder das Original. Und das ist, sonst ist kein Dorfleben, oder? Er muss ihn an der Karre ziehen, oder? Keiner Musik macht, keiner auch zusammen wie brav sein. Da kann da niemand lachen. Ein paar Spinner sind, die brav sind, die lachen auch ja. Zum Abschluss spielt Felix wieder mal das einzige Lied, das er kann. Die Kinder der Grossfamilie Buchs sind am Basteln. Sie bauen den Ladentisch von ihrer Grosstante Kette nach. Auf diesem Gefährt wollen sie den Hang runtersausen. Zion wird nämlich heute gefestet. Das ist jetzt der Ladentisch. Und dahinter ist so ein Bach. Da. Da sitzt jemand da drauf, weil ihr Mann ist viel am Fester, neben dem Fester gesessen. Und sie das wie ein bisschen Nein machen. Bei diesem Wettbewerb mitzumachen ist nicht ganz ungefährlich. Das Bächchen verstärken, dass wie sie draufsetzen nicht zusammenklappen.
Also was mir jetzt Respekt macht, ist zum Beispiel, es hat mir mal schon gegeben, wo Mai ist gefahren und dann ist man fortgekippt und dann ist das Gefährt wie auf ihm gekommen. Also ja, dass man fast nicht mehr raus kann. Ich hoffe für die Kinder, dass sie nicht baden, dass sie schwimmen und dass sie nicht raus können. Also. Das ist das zweite Gefährt der Familie Buchs. Für 10 Kinder reicht eins natürlich nicht. Nur geradeaus weiter. Angelo, ihr habt noch Platz. Oh. Das geht als O-Puff. Der Thiago Rauber ist seit vielen Jahren der Parkplatzchef von diesem Volksfest. Wenn sie noch hören, die Leute. Hey, wir Kolonne bis jetzt zum Kreis fahren. Das ist aber gesponnen. Hey. Hat noch Platz, Angelo? Jemand muss es machen, oder? Und ich mache das gerne. Auch am Thiago seine Schwester Maddalena ist am Helfen. Sie ist ein Mitglied vom Jugendverein Jaun, der den Waterslide organisiert. Das ist eines der wichtigsten Feste, die wir haben. Daher, wenn wir alle zusammen sind, alle schön zusammen werken, zusammen festen, ist es ein gelungener Tag. Bienvenue au Waterslide 2017. Alle sind motiviert. Über das Wasserbecken versuchen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Gefährten drüber zu gleiten. Die Buchskinder müssen aber zuerst einmal ihre Gefährte zum Startgelände aufhieven. Hier oben ist auch schon Nina Buchs bereit. Sie ist für einmal nicht verplant. Das Blumenmädchen rechts ist ihre Schwester Rahel. Sie muss ja nicht Just haben. Sie ist ja super. Ja, freust du dich, Magali? Ja. Ja, ich hoffe, es läuft gut. Also ich habe Angst, dass es Kitten voneinander oder ja. Also wenn du ins Wasser gehst, das ist mir eigentlich gleich, weil ich habe so einen harten Schab. Die Kette hat ein Puzzle einen Rock. Und jetzt bin ich halt jetzt einfach das angelegt. Und hier ist das Original. Noch weiss Katrin Moser nicht, was ihre Grossnichten ausgeheckt haben. Sie haben ihr nur gesagt, sie müsse unbedingt kommen. Oh, ich bin das erste Mal da. Ich habe das noch gar nie gesehen. Ich war im Laden, habe ich ihn verkauft. Und die Arbeiter konnten gucken und ich bin einfach daheim geblieben. Aber jetzt, ich kann gerne mal kommen. Das schöne Wetter, das ist wunderbar. He? Sie starten jetzt. Und da gibt es einen Haufen Leute. Ja, es gibt einen Haufen Leute. Gibt einen Haufen Leute. Aber gefährlich ist es auch. Ja, es ist gefährlich. Das sieht gut aus. Schau. Rahel ist das gewesen. Ja, Rahel. So egal. Ja. Nein, das nicht. Hopp, hopp. Fast gerade oben mir gegangen. Bravo, bravo. Alle Mutter hat drüber gemacht, das glaube ich gar nicht. Jetzt ist Nina am Start. Alle. Ja.
Jawohl! Eingefunden! Mitmachen und alles zusammen drum und dran. Und die Freude, die sie haben, und die Freude, die man hat, und die Leute, die Freude haben, das ist das Wichtigste vom ganzen Anlass. Wenn ich hier vorbeigehen, wie es nicht ist. Okay, sogar... Lara, du hast deine Schuhe verloren. Bravo, bravo, voilà, Ja, aber drüber müssen ja nie. Drüber müssen ja nie. Das ist schön. Ramona und Magali wagen es. Landgeistjäger, applaudieren Sie! Schön! Aber Andy kommt vielleicht. Bis jetzt hat es noch 100% drüber zu tun. Wir sind natürlich am Abklären. Ja, ich bin auch nicht nass. Ich bin positiv überrascht, es ist nicht zusammengekippt, aber es ist kalt. Ich bin nicht ins Wasser gekippt. Du hast nicht mehr studiert. Du bist so neben den Schuhen, du hast gar nicht mehr studiert. Einfach gerade um Julia starten. Und dann ist es soweit. Das Kettenmobil ist am Start. Als nächstes kommt das gute Konzept, le prochain. Jetzt kommt die Ivana. Pour ce pas parce que c'est Kata und Gilbert Rose. Oh nein, sie haben doch keine Idee. Hast du das gehört? Gut, ja, der Lido. Jetzt aus mit der Kata. Wie geht's? Ja, ich fürchte, dass sie Freude hat. Achtung, Vollgas für Kata. Ja, das ist gut. Hey, ja. Ein Chef ist nicht auf die Idee. Du, das. Sie von mir machen sie aus. Das ist ganz süß. Machen fast so Wasser. Dass sie das gemacht haben über mir. Also, es ist lustig, etwas von mir zu machen. Ein schwacher Schuh wäre nicht da. Hat sie noch früh gehabt. Ja, nee. Hat sie das für mir gemacht? Ich weiß, warum ich das verdient habe. Das haben wir früh gemacht. Ja, das wird sich doch. Ist doch noch so. Habe ich so ausgesehen im Laden. Also ein schönes Blusle. Wie du Junge bist du? Ja, wenn ich Junge war. Vor 50 Jahren war ich so. Wenn ich geheiratet habe, kann schon sein. Ja. Das war also Junge war. Dann hat sie das gemacht, bei mir ist schön. Und sie gleicht mir das ein bisschen, wie das so früher. Stressig, aber das geht. Das war die letzte Geschichte von Jon. Einem Dorf, wo man sich noch kennt, sich gegenseitig hilft und zusammen festet. Ein Dorf, das besondere Bewohner hat und eine besondere Sprache. Das war es von SRF bei den Leuten, unser Dorf Jon. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.